Restaurant Schloss Bottmigen, Banque CIC Suisse, Emil Frey Münchenstein, Wagner Haushaltgerät Brattelen und Tommy präsentieren Kochen im Schloss. Wir sind wieder im Weierschloss Bottmigen. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung. Schweizweit bekannt worden ist der Shemsi Bekiri als Trainer von Carlos. Durch sein Schützling ist der Kampfsportler aber auch selber in die Schlagzeilen geraten und das nicht immer positiv. Die Medien haben auch plötzlich seine Person und seine Geschäfte kritisch hinterfragt und zum Teil auch angeschuldigt. Wer aber ist er eigentlich, der 11-fache Weltmeister im Thai-Boxen? Was sind seine Schwächen? Warum provoziert er gerne mal seine Gegner? Und wann hat er das letzte Mal Tränen vergossen? Wir werden es heute herausfinden. Der Shemsi Bekiri kocht bei uns im Schloss. Shemsi Bekiri, schön bist du da. Was kochst du heute gut? Vorspeise haben wir Tomaten-Mozzarella-Salat. Jawohl. Dann haben wir als Hauptspeise Spaghetti mit Würstchen. Mit Würstchen, ja. Genau, mit Würstchen. Und dann als Dessert haben wir Naturjoghurt mit Früchten. Gut, das klingt gesund. He? Dann stelle ich mal durch. Du weißt, wir haben 20 Minuten für alles. Das ist ja so, ja. Wie darf ich dir helfen? Also es wäre gut, wenn du mit dem Dessert anfangen würdest, Früchte schneiden und ein bisschen Naturjoghurt rein. Das gibt es eine Art Creme dann, oder? Ja, genau. Also okay. so mache ich meine Diätphase sozusagen. Okay, gut. Du Das bist ist ja gerade sehr jetzt in, Fall in deiner Diätphase, oder? Ja, jetzt mittlerweile muss ich jetzt anfangen nach einer Pausierung, die ich hatte, die letzten 8 Wochen. Und da werden wieder 10 Kilo abgenommen innerhalb von 8 Wochen. Und so in etwa läuft das dann bei mir. Oder geht das bei mir ab? Gut, da reden wir dann später noch darüber. Du kannst auch mal schon anfangen. Was machst du? Ja, du machst den Salat, gell? Ich fange genau mit dem Salat an. Okay. Und zwar mit den Tomaten und Mozzarella. Sehr gut. Jetzt als 11-facher Weltmeister mit einer Mutter, die ja sehr gut kocht, mit einer Freundin, die gut kocht, kochst du dann auch selber? Ich koche sehr gerne, aber leider nicht sehr oft, weil eben durch das, dass ich viel arbeiten muss, das Training habe und wirklich ein Geschäft, das ich muss feiern, dann ist es relativ schwierig. Gehst du auch selber einkaufen? Ja, aber sehr selten. Also wirklich sehr selten, ja. Machst du auch den Haushalt daheim? Hilfst du ein bisschen mit? Nein, ja, eben durch das, dass ich von morgen bis zu oben spät, zum Teil bis um 11 Uhr zu oben nicht daheim bin, also liegt das überhaupt nicht drin, dass ich den Haushalt machen muss. Aber für das habe ich natürlich eine liebe Freundin, die das gerne für mich macht und die mit zu 100, sie macht das gerne und sie unterstützt mich zu 100% mit allem, was ich mache und so geht das in etwa bei uns gut auf. Okay, also du machst also gar nicht, also kein Staubsaugen, nichts so? Nein, nicht. Aber nicht, dass ich das nicht will, sondern dass es wirklich nicht geht. Also wenn ich am 6 Uhr morgens von daheim raus bin, von daheim draußen bin und erst um 11 Uhr zu oben wieder zurückkomme, dann wüsste ich jetzt nicht, wenn ich das noch machen sollte. Gut. Schweizweit bekannt worden bist du auch eben als Trainer von Carlos. Du bist selber auch durch das natürlich ein bisschen von den Medien durchleuchtet worden. Dann, das letzte Mal, wo du ja für Schlagzeilen gesagt hast, war wegen der Schlägerei, die wir in eurem Kampfsportcenter hatten. Unter, sagen wir mal, Schlägerei würde ich das jetzt nicht nennen, weil für mich ist eine Schlägerei, wenn zwei das machen wollen und dann gibt es eine Schlägerei. Und ich meine, ein Überfall und eine Schlägerei, das sind zwei verschiedene Welten. Also Überfall ist dann also wenn man am Arbeitsplatz am Training ist und dann stürmen 30 maskierte Leute rein, geplante Attacke, dann ist das nachher nicht so. Also Attacke, hast du glaube ich die Hände gebrochen gehabt? Ja, also die Hände sind sehr verletzt, also die Hände sind immer noch sehr stark verletzt, aber eben... Ist das von dort in dem Fall, oder wie? Ja, also man sieht ja auch, die Verfärbungen sind ja immer noch da. Also man sieht ja auch, dass dort die Hände blau sind. Durch das, durch die Aktion, die geführt worden ist. Jetzt ist aber wieder gut, ist alles wieder gut verheilt? Nein, leider immer noch nicht. Aber eben, ich darf über den Verlauf laut Staatsanwaltschaft keine weitere Auskunft geben, weil das noch am Laufen ist, das Ganze. Aber eben, also eine gute Sache war es auf jeden Fall nicht gewesen. Und ich hoffe, man darf nicht den Sport mit einbeziehen, dass das mit dem Sport nichts zu tun hat, sondern dass man mit der Person natürlich selber zu tun hat. Und dass man nicht, dass man denkt, dass Kickboxen ein Gewaltsport ist. Genau. Und wenn du Schläger bist, dann ja meistens im Ring. Also Schläger. Also sagen wir jetzt mal, du tust deine Füße spielen lassen und deine Ellbogen und vieles, was auch immer bei Thai-Boxen. Ist ja fast alles erlaubt, gell? Nein, nicht alles. Also es gibt klare Regeln, vor allem die wichtigste Regel für mich ist, wenn der Gegner am Boden ist, dann hört der Kampf auf. Dann schlägt man nicht rein. Das unterscheidet uns von der MMA, von den Mixed Martial Art Fights. Darum sagt mir jetzt auch MMA nicht aus jetzt, für mich. Gut. Und jetzt für das musst du natürlich eben sehr hart trainieren, für deine
Fights, die du hast, Super Pro Fights. Das ist so. Wie viel trainierst du vor einem Fight jetzt? Ich trainiere in der Regel 5-mal in der Woche, 2-mal täglich. Am Morgen ist ein Fitnessprogramm angesagt, wo man sehr viel auch abnimmt durch das ganze Training, das ich gestalte. Und so ist natürlich in der Power- und Pratzentraining, je nachdem auch Sparring angesagt. Gut. Und jetzt deine Fans, die schwärmen ja auch von deinem Körper. Ich tue dir mal etwas vorlesen. Die finden also, Zitat, Fitness-Junkies können eigentlich einpacken. Du hast einen der krassesten Körper überhaupt. Okay. Und jetzt möchten wir schon mal sehen, zeig doch mal die Sixpack. Also das ist natürlich nicht so, wenn man das so ausdeutschen. Also ich sehe nicht immer so gut aus, wie jetzt? Vor allem jetzt nach einer Pause. Sieht man, dass es keine Sixpack gibt? Kein Sixpack? Also die Fotos auf Facebook sehen ein bisschen anders aus. Das ist ja so, ja. Und, ja, was ist da passiert? Malst du das immer vorher noch schnell drauf? Nein, nicht unbedingt. Nein. Aber in der Vorbereitung kann man das wirklich relativ gut beobachten. Aber innerhalb von 8 Wochen kriege ich 10 Kilo an. Ja, hast du ein Foto, wie das aussieht normalerweise? Ja, wir haben ein Foto. Also ich habe ein Foto vom iPhone. Gut, ich tue dir ganz schnell mal wieder den Schurz binden. Ja, zeig mal, wie das aussieht. Das kann ich auch gerne zeigen. Und so sehe ich eben aus, wenn ich dann topfit bin. Aber natürlich ist das nicht möglich, dass man das ganze Jahr lang so aussieht. Und das wäre für mich jetzt auch nicht gesund so. Und ja, wichtig ist, ich weiss, wie es geht. Und wenn man das gut im Griff hat, wenn man ein gesundes Trainingsprogramm hat und man gesund kann abnehmen, dann ist das eine gute Sache. Also innerhalb von 8 Wochen kannst du dann die so runter? Also ich habe jetzt wirklich innerhalb von 8 Wochen nehme ich 10 Kilo ab. 10 also nicht Hunger, sondern wirklich mit einem sauberen Training, mit einem sauberen Programm, das wir führen. Gut. So in etwa gut. Wie geht es hier weiter? Ich tue jetzt noch die Würste schneiden. Würste schneiden, genau. Die kommen dann noch oben drauf, oder? Genau, die kommen oben drauf. Das ist natürlich mein Essen, das ich sehr gerne esse. Aber also Würste, die haben doch recht viel Fettanteil. Ist das gut für dich? Das ist es so. Aber mit dem guten Training, das wir machen, also mit unserem Trainingsprogramm, dann geht das schon wieder weg. Gut. Das ist nicht so das Problem. Du tust nicht nur Fotos aufs Facebook stellen, sondern auch so Sprüche, gescheite, wie auch immer. Zum Beispiel sagst du dort, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Oder ich glaube, gerade gestern hast du draufgestellt, der Kluge weiß, was er sagt, der Dumme sagt, was er weiß. Du kriegst sehr viele Likes, bist jetzt ein bisschen rot geworden. Ja. Warum? Wieso? Ja, vorher. Ich denke, das ist eine Reaktion, die du jetzt gerade ausgelöst hast. Also ich habe nur deine Facebook-Postings vorgelesen. Ja. Aber warum überhaupt fühlst du dich dazu berufen, der Welt Ratschläge zu erteilen? Das mache ich eigentlich nicht so. Ich denke, wenn man das Ganze beobachtet, unser ganzes Geschäft, mein ganzes System, das ich führe, eben, wenn ich die Mitglieder zu uns an den Gym anbringe, wenn ich meine Fans benachrichtige mit Facebook, dann man sieht, dass die Leute das gerne lesen, dass die Leute immer wieder gerne etwas sehen. Und ich denke, das ist meine Meinung. Wenn ich etwas schreibe, dann hat das auch etwas. Und wenn ich in dem Moment denke, dass es richtig ist oder dass das für mich stimmt, dann schreibe ich das auch. Okay. Ohne dass ich mit dem jemanden beleidigen oder jemanden schlecht machen. Ja. Das ist jetzt wirklich meine Meinung, die ich nach außen auch für so das ist ja das Facebook auch da, oder? Dass man ja, genau. Und durch das ich meine Fans mit dem so befriedigen kann, ist das doch auch gut. Also. Okay. Vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung als gewisse andere, weil du bist jetzt dann gleich 29. Das ist ja so, 1991 bist du aus dem Kosovo zu deinen Eltern gezogen, nach Basel. Ihr habt damals zu 7 in einer kleinen Zweizimmerwohnung gelebt, oder? Das ist ja so, ja. Habt ihr, glaube ich, keine Dusche gehabt, das WC war auf dem Gang. Mit was hast du eigentlich die erste Geld verdient in der Schweiz? Also ich habe ja als gewöhnlicher Junge normal eigentlich geschafft. Also in der Schule, nach der Schule habe ich eine Lehre angefangen, hier in Basel, in der Region. Was für eine Lehre? Eine Gipserlehre bei der Firma Canonica und Lotti. Und dort hatte ich einen sehr guten Chef, der jetzt für mich wirklich, wo mir wirklich einiges beigebracht hat, auch im Leben, muss ich sagen. Und der hat einfach eine Art an sich, die ich sehr gerne hatte. Wann bist du denn zum Thai-Boxen gekommen? Wie alt bist du da? Also ich habe eigentlich schon als kleiner Junge immer Kampfsport gemacht, Karate, Kickboxen und irgendwann mal bin ich ins Thai-Boxen übergerutscht, weil ich in Karate nachher keine Herausforderung mehr gesehen habe für mich. Und das für mich nicht mehr gestimmt hat, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt mehr Kunst und nicht wirklich Sport. Und ich wollte wirklich richtig fit werden und ich habe gemerkt, mit dem Kickboxen erreiche ich eigentlich meine Ziele. Man sagt ja eigentlich, der Kampfsport hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern es ist eigentlich Sport, oder? Und das hilft einem, seine Aggressionen besser in den Griff zu bekommen. Das aber ist jetzt so, ja. Mal ehrlich, wenn man so als kleiner Bub auf dem Pausenhof, dann, wenn man so eine Kampfsportart anfängt, ist das doch wahrscheinlich schon, weil man sich ein bisschen messen, oder? Wer ist der Stärkere, wenn es mal darauf ankommt? Überhaupt nicht. Ist es nicht wegen dem? Also ich bin als kleiner Junge bin ich relativ ein ängstlicher Mensch. Also ich habe immer Angst gehabt. Ich habe vor allem Angst gehabt. Ich habe in der Schule Angst gehabt. Ich habe draußen Angst gehabt. Und durch meine Sportart habe ich eine gewisse Sicherheit gewonnen.
Und die Sicherheit habe ich nicht bekommen, um andere Leute zu verletzen oder andere Leute... Ja, aber ich meine, es wäre ja natürlich, oder, wenn man sich ein bisschen schlägt, mal im Pausenhof früher, dann ist doch auch, wenn du ja schon Tag aus Tag ein trainierst, oder? Jawohl. Total hart. Jawohl. Dann will man doch irgendwann dann auch mal sehen, wer ist der Stärker? Bin ich der Stärker? Oder? Durch das gehst du ja in Training und durch das im Training kannst du die abbauen, kannst du die Energie dort ablassen, kannst du die auch dort messen und du misst ja nicht mit den schwächeren Menschen. Also du gehst ja nicht nach außen mit anderen Menschen, die messen, die schlechter sind wie du. Okay. Also im Grunde genommen. Und das machst du eigentlich im Training und im Training siehst du relativ schnell, ob du es drauf hast oder nicht. Also es geht wirklich nur darum, dass man sich dann innerhalb vom Ring kann messen mit dem anderen und nicht auf der Straße mal schauen, weißt du? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Ja, überhaupt nicht. Nein, das ist eigentlich nicht der Fall. Okay. Ich sehe da, du hast Knoblauchsoße noch. Ja, irgendwo kommt denn das rein? Ja, das kommt dann in Teller. Hast du niemand im Training, dass du Knoblauch essen kannst? Doch, aber mit dieser Soße ist das möglich. Kein Date mit der Freundin? Nein, und man schmeckt es auch nicht so stark. Also wir können das jetzt auf der Teigwaren drauf tun. Auf Teigwaren drauf? Ja, am Schluss. Aha, dann. gut, am Schluss. Genau. Ich habe sie mal da. Sehr gut, ich schöpfe sie schon mal raus. Wir haben übrigens hier knapp Halbzeit, also noch genug Zeit. Jawohl, du hast mal gesagt, das Essen wäre eigentlich fast fertig. Fast fertig. Du hast mal gesagt, Vorbilder von dir sind auch deine Eltern. Also mein Vater hatte eine gewisse Vorbildfunktion für mich gehabt. Ich meine, andere Jugendliche haben irgendwie, weißt du, einen Fußballstar oder einen Musikstar oder so oder einen Schauspieler gehabt. Für mich ist natürlich mein Vater. Was hast du denn von ihm gelernt? Also für mich ist einfach klar, mein Vater war der Mann, der von Kosovo von da angekommen ist. Als ganz junger Bub von daheim raus ist, ganz allein, alles aufgeschafft, uns ein besseres Leben ermöglicht, uns da angebracht, für uns gesorgt, immer halb geschafft für seine ganze Familie. Und durch das bin ich dann, bin ich eigentlich auch fleissig geworden, weil ich immer gesehen habe, ja, mein Vater muss hart arbeiten für uns, für das alles, wie wir etwas anderes anbekommen, oder? Okay, dann hat er dich ein bisschen motiviert eigentlich auch für das? Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater war eigentlich immer dagegen, dass ich Sport gemacht habe. Ja, was sagt er denn eigentlich jetzt, wenn er seinen Sohn sieht, wenn er sich da mit einem anderen prügelt im Ring oder wenn er vielleicht K.O. geht? Nein, also er versteht jetzt das Ganze ein bisschen mehr und durch das, dass er sieht, dass ich ja auch von dem Ganzen lebe und mittlerweile lebt meine ganze Familie von meiner Sportart, auch von meiner Schule. Also du unterstützt alle ein bisschen in der Familie, also sie leben alle ein bisschen von dir oder vom Sport? Ja, also wir sind eigentlich relativ alle zusammen, auch viele, die wir geschafft haben. Da haben wir, also nicht, dass ich das Geld habe daheim abgegeben, ich habe den ganzen Lohn meinem Vater abgegeben und wenn ich etwas brauche, habe ich das vom Vater geholt. Einfach aus Respekt und auch heute, wenn ich etwas will kaufen, es geht nicht darum, ob ich ein Auto will kaufen oder nicht, so aus Respektgründen tue ich immer den Vater zuerst fragen, ob er mir es okay gibt. Aber der Rolex auch? Nein, die Rolex habe ich von Sponsor bekommen, Spindler und Schweizer aus Basel. Okay. Das waren mal ein Partner von uns. Jetzt und wir haben, nein, jetzt nicht. Okay, warum? Wir haben, also zu meinem 10. WM-Titelkampf haben wir einen guten Sponsorvertrag abgeschlossen gehabt, und das Ganze hat sich dann auch so ergeben. Sehr gut. Und durch das, dass ich eigentlich eben keine Autos mag oder so, ist jetzt Du magst keine Autos? Also nein, nicht unbedingt. Du fährst mit dem Tramli? Nein, nicht mit dem Tramli. Ich habe einen Smart und einen Mercedes angelassen daheim und einen Porsche, den ich fast nie fahre. Also 3 Audi? Ja, 3 nicht Autos, schlecht. jawohl. Und den Porsche habe ich einen kleineren Bruder. Läuft gut im Sportcenter in diesem Fall? Nein, also den Porsche habe ich eigentlich gesponsert bekommen, 2011. Was kriegst du alles gesponsert? Ja. Super, wenn man halt 11-facher Weltmeister ist. Weltmeister mittlerweile. Schau mal schnell, also mit der Sauce, vielleicht nimmst du das gerade, machst du das mal, wie du das dir überlegt hast? Ich mache das eigentlich so in dem... Also Schemsi, über den Fall Carlos wollen wir ja jetzt nicht wieder reden, das ist ja bekannt. Denn das wegen der Schlägerei eben hier in Basel, das kennen wir auch. Dass du früher mal auf offener Straße eine Schlägerei hast und einen Buß bekommen hast von der Staatsanwaltschaft, ist eigentlich auch bekannt. Ja, obwohl bekannt. Ja die Medien immer wieder dich als verurteilten Gewaltverbrecher titulieren, weil du gar nicht bist. Weil es hat ja nie eine Gerichtsverhandlung gegeben und du hast nie einen Schuldspruch bekommen, es geht nicht nur um das. Ich meine, recherchiert? ich bin 28 und wenn ich in meinen 28 Jahren nie verurteilt worden bin, bis auf diesen Punkt, und das sind eigentlich genau die gleichen Leute, die an diesem Montag bei uns den Überfall gemacht haben, dann muss man das ein bisschen anders bewerten. Aber die Leute, die mich kennen oder die mehrere Informationen haben, können mich gerne direkt kontaktieren. Ja. Und alle anderen, die es besser wissen, können das auch gerne besser wissen, das ist kein Problem. Also, die Kritik aber jetzt von den Medien, oder wie man dem kann sagen, das ist ja auch image-schädigend für dich. Verletzt dich das? Überhaupt nicht, nein. Also ich kann gerne sagen, ich habe jetzt mittlerweile 2 Sponsoren bekommen. Also wirklich mit einer hohen Stellenwert, und das ist alles durch die ganze Mediensache, sind die auf mich aufmerksam worden. Also wie? Also ich habe meinen grössten Sponsor, den ich je hatte, Boxer de Rue, habe ich jetzt einen 5-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Wie heisst der? Boxer de Rue. Die haben früher den Mike Tyson gesponsert und die sind durch die ganze Mediengeschichte sind die auf mich aufmerksam worden. Also, okay, und die sind auf dich zugekommen. Und wenn man sieht, dass jeder in der Schweiz mittlerweile weiss, was Super Pro Sportcenter ist, dass ich Kickboxer bin, dass ich Weltmeister bin und dass ich als einziger Kickboxer Schweiz bin. Ja. Also eigentlich der Carlos hat ein bisschen dazu verholfen, zu diesem
großer Sponsor, oder? Durch den Carlos ist ja das an die Medien gekommen. Mit ihm, ich meine, okay, ja, die Arbeit natürlich mit ihm auch. Ich meine, wenn ich jetzt die Arbeit nicht gut gemacht hätte oder jetzt die Arbeit uns nicht gelungen wäre als Team, mit der Betreuungsfirma, wo wir zusammen arbeiten, dann wäre das vielleicht auch nicht der Fall. Ja. Und, jetzt also die anderen, es ist ja einfach für andere, die zu kritisieren, oder in den Medien oder auch öffentlich. Aber wie ist es denn für dich? Was würdest denn du selber an dir kritisieren? Also kritisieren, ich denke, ich bin ein bisschen Danke übrigens, direkt. Dass du nur für dich rausgeschöpft hast, gell? Oh, Entschuldigung, oder ist es für mich? Ich habe gedacht, du machst das selber. Was für ein Gentleman du bist. Also ich bin im Grunde genommen, glaube ich, ein Gentleman. Man kann meine Freundin darauf ansprechen. Gut, ich denke, ja, kannst du dich gerne fragen. Okay. Ja, was kritisierst du, hast gesagt? Ich bin eben eigentlich ein zu direkter Mensch. Das kommt halt von dem, dass ich zielstrebig bin und dass ich weiß, was ich will. Und ich bin jetzt nicht der Mann, der gerne diskutiert und zusammen über das Gleiche schwätzt. Ich bin dann eher der, der sagt, hey, das ist mein Ziel, das machen wir, oder sonst musst du deinen Weg und ich meinen Weg. Und das schätzen gewisse Leute nicht so? Also wenn nein, du halt vor allem in der Familie nicht. Oder? Ich meine, meine Brüder die sind halt mit mir aufgewachsen und dann hat man schnell Diskussionen. Okay. Aber sonst im Grunde genommen, denke ich, stimmt mittlerweile. Also für mich stimmt es eigentlich. Okay, so gut. Was hast du das Gefühl, die Gerüchte, die da immer wieder sind, man fragt sich ja, woher das viele Geld kommt für dein Gym, also für dein Sportcenter. Jawohl. Und dann ab und zu kursieren Drogengerüchte. Ja, kommt das immer wieder aus der gleichen Ecke? Kennst du die Leute? Und was hältst du davon? Also ich denke, das ist relativ einfach zu sehen. Ich meine, wir sind hier in der Schweiz, das ist ein kleines Land, und wenn das so wäre, dann denke ich, gibt es schon Menschen dahinter, wie eben die Staatsanwaltschaft. Aber weißt du, wer das so Gerüchte strahlt, wer das kommt? Ja, das darf man, ich will jetzt niemanden beleidigen oder beschuldigen, aber ist ja klar, ich meine, wenn man als Junge bei einem Eltern geht trainieren und man ihn irgendwann mal überrumpelt oder überholt, eben, ich meine, wenn man mein Gym und das Gym von den anderen anschaut oder von meinen Konkurrenten, dann sieht man relativ schnell einen Unterschied. Also du hast und ich meine, ich bin der Einzige, der nach Andi Hug in Keoan reingekommen ist, in Glory-Vertrag bekommen hat, und in der Schweiz gibt es halt niemanden, der das hat. Und ich meine, ich habe einen Vertrag und ich zahle Steuern in der Schweiz und man sieht, wie viel ich verdient habe und wie viel nicht. Also ist das für mich relativ kein Thema. Also kommt es für dich eigentlich immer aus der gleichen Ecke, so die Gerüchte, die gestreut werden. Aber gell, du bist ja schon ein bisschen also wenn ich ein bisschen auf Facebook deine Sachen verfolge, du tust ja schon auch noch gerne provozieren. Also ich habe ein paar Sachen gesehen, die du da gepostet hast, also die für deine Konkurrenz bestimmt waren, ja, schon ein bisschen gezündet haben. Also es kommt darauf an, wenn man das wahrnimmt, wie man das sieht. Ich meine, wenn jetzt jemand mitzündet, dann ist mir das gleich, weil ich weiss, also ich habe mein Leben sagst du auch, du zündest oder tust du gar nicht zünden? Nein, eigentlich nicht. Also nicht direkt, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wenn ich jetzt einen Erfolg habe, wenn ich etwas habe, wo ich Freude daran habe, für etwas, was ich geschafft habe, dann darf ich das gerne so in die Öffentlichkeit bringen. Und wenn jemand sich durch das dann beleidigt und beschuldigt anfühlt, ja. Gut. Dann ist das nicht wirklich mein Problem. Das ist meine Meinung. Dann ist ja auch Familie-Ehre ist ja eigentlich etwas sehr Wichtiges und Zentrales für dich. Du hast schon mal gesagt, die Ehre der Bekiris zu verteidigen, die steht über allem. Hast du mal gesagt? Nein, wo habe ich denn das gesagt? Das habe ich mal nachgelesen. Aber die Familie verteidigen ist für dich sehr wichtig, oder? Natürlich, aber eins muss schon klar sein, was alles in den Medien gestanden ist, von ich anscheinend in Interview. Hast du das nie gesagt? Nein, also nicht alles. Also wie würdest du es denn formulieren? Wie wichtig ist für dich Familie Ehre? Für mich ist einfach wichtig, es sind meine Eltern. Ich weiß, dass meine Eltern ihre Vorstellungen sind und das sind mehr oder weniger auch meine Vorstellungen. Und wir probieren das natürlich auszuleben. Und ich meine, Arbeit gehört immer dazu, man hat immer Stress auf dieser Welt, das ist ja so. Aber ich meine, schlussendlich lebt man einmal. Und meine Eltern sind jetzt da und ich weiß nicht, ob meine Eltern in 10 Jahren da sind. Aber es ist ja schon ein bisschen so, dass auch in deiner Kultur die Familie eher wichtig ist, oder, für euch? Ja, durch das, dass ich ja mit 5 schon da angekommen bin, bin ich eigentlich da aufgewachsen und ich habe jetzt nicht viel von meiner Kultur. Aber die Liebe zu meinen Eltern und zu meiner Familie, die ist halt riesig, die ist halt gross. Und eben, ich meine, ich weiß nicht, ob man das bei anderen Familien auch sieht, aber die ganze Einnahme, die ganze Verdienst, die ich habe, gehen dann unsere Familie. Und aber hast denn du schon mal so einen Moment erlebt, wo du hast deine Familie eher verteidigen? Ist das schon mal vorgekommen? Nein, nicht, gar nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also überhaupt nicht. Gar nicht? Nein, nicht. Okay, gut. Bist du eigentlich so das Clan-Oberhaupt bei euch? Oder ist das eher dein Vater? Nein, also mein Vater hat ja nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein Respekt und so sind wir erzogen worden. Du hast viel zu sagen in diesem Fall? Meistens oder ich, alles? Ja. Nein, eigentlich alles ich. Aber für mich ist einfach der Respekt, den ich meinen Eltern gerne gebe und das Gefühl, wo ich sie mit dem zufriedenstellen kann, das probiere ich natürlich so meinen Eltern zu geben. Und das ist für mich auch sehr wichtig. Jetzt aber als so Familienoberhaupt musst du wahrscheinlich gegen aussen immer stark erscheinen, oder? Du darfst nicht so Schwäche zeigen. Nein. Hast du auch eine emotionale oder eine schwache Seite? Also wann hast du das letzte Mal Tränen vergossen? Das kann ich dir natürlich jetzt nicht so sagen. Ich meine, meine Freundin ist der beste Beweis, wie ich bin und wie ich daheim bin und wie ich fühle und wie ich sage. Möchte ich dich fragen, wie bist du emotional? Wie bist du, hast du auch eine schwache Seite? Nein, eigentlich nicht. Ich habe einfach viel Gefühl für Menschen.
Okay. Also ich helfe zum Beispiel Kollegen viel, wo ich dann am Schluss auf Deutsch gesagt habe, das nicht zurückbekomme, aber ich erwarte es irgendwie gar nicht. Oder eben, es kommt einer bei mir trainieren und sagt, hey los, ich habe kein Geld, ich will bei dir trainieren und ich weiss, wie das ist, weil ich auch mal so war. Ja, dann trainiert er halt bei mir. Und die Zeit ist anscheinend auch um. Und ein gutes Schlusswort ist das auch gerade gesehen. Wir sind hier, schau, mit allem fertig geworden. Ja, natürlich. Sehr gut, sind wir noch gespannt, wie das dann der David bewertet. Und der David Bigenon ist auch schon bereit. Hallo David. Miteinander. Viel Spaß beim Probieren. Dankeschön. Jetzt, Shamsi, haben wir vorher schnell den Faden verloren, weil ich ja wissen, emotionale Momente bei dir, eben wenn du das letzte Mal Tränen vergossen hast. Gibt es das überhaupt dir, du, der immer als starker Mann daherkommst, dass du auch mal brillst? Ja, das ist normal. Man kann ja nicht nur brillen, wenn es einem schlecht geht, sondern man kann auch von Freude brillen. Und vor allem bei einem wichtigen Kampf oder eben bei der Aktion, die wir jetzt hatten beim Bruder, dass er an Krebs gelitten hat, haben wir alle eine sehr schwierige Phase hinter uns. Und das ist eigentlich auch normal, dass auch ein Weltmeister brillt. Also, ich bin gefühlsmäßig eigentlich nicht viel anders wie jetzt du oder sonst ein anderer Mensch. Wie ich wahrscheinlich schon, ich bin sehr nah am Wasserbett, aber ich weiss, was du meinst. Okay. David hat hier schon probiert. Und wie schmeckt es, David? Wie viele Tomaten gibt es heute? Schmeckt gut. Für den Shamsi? Da war am Zeit, das ist nicht nur eine grüne Salat. Das ist wirklich sportiv. Energie. Genau, gesund. Ja, das war an Zeit. Das ist ein bisschen Arbeit und ich denke, ja, fair ist. 4 Tomaten? 4 Tomaten. Sehr gut, in dem Fall. Ja, merci beaucoup. Bitte schön. Da gibt es keine Schlägerei später, wie 4 Tomaten. Nein, ich glaube, das wäre auch so nicht nötig gewesen, aber ja, danke vielmals. Bitte schön. 4 Tomaten von 5 ist eigentlich eine sehr gute Leistung für dich, oder? Bist du zufrieden? Ja, sehr. Schon. Was machst du jetzt eigentlich, wenn du nicht trainierst oder wenn du nicht schaffst? Was hast du sonst noch für Hobbys? Also nach jedem Kampf tue ich dann gerne reisen, natürlich, wenn die Möglichkeit besteht. Und, ja. Immer nach dem Kampf, weißt du jetzt schon, jetzt gehst du in die Ferien in dem Fall? Ja, weil das ist halt immer so, für die Vorbereitung gönne ich mir eigentlich fast gar nichts. Ich darf auch nicht nur richtig essen und so. Und eben nach dem Kampf bin ich dann meistens verletzt. Dann gönne ich mir die 1-2 Wochen Schön. in die Ferien. Welches persönliche Ziel möchtest du eigentlich noch erreichen? Gibt es da eins? Ja, Vater werden. Okay, wie viel stehen da in der Planung? 4, 5. 4 oder 5? Ja, also gut, dann wünsche ich viel Erfolg mit diesem Vorhaben. Danke, ja. Und danke vielmals fürs Gehen, Shamsi. Ja, danke auch. Ihnen daheim danke vielmals fürs Zuschauen. Wir hoffen, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Kochen im Schloss ist präsentiert worden von Tommy, Wagner Haushaltsgerät Brattelen, Emil Frey Münchenstein, Banque CIC Suisse und Restaurant Schloss Bottmingen.